Herzlich willkommen beim Pokémon Let's Play Smaragd Edition. Das ist ein neues Projekt von uns und vom ganzen Swiss Alpha Team und das wird so ablaufen. Wenn jemand so ungefähr 20 Minuten weitergespielt, der schickt also ich gebe mal jetzt der Save State vom Game am anderen weiter, dann kann er weiterspielen. Und dann geht es wieder an weiter, dann kommt es wieder zu mir. Das nehmen wir alles auf. Und ja, die Regeln sind halt, man darf die Videos von den anderen nicht anschauen. Und das wäre schon alles. Start. Interne Batterie ist verbraucht, das ist uns egal. Neues Spiel. Und jetzt erwartet uns der Professor Big. Weiss ich alles noch. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Big, aber jeder kennt mich nur jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Ja, wir sind Junge, zuerst mal. Genau. Fein, wie heisst du? Denken wir, nennen uns euch mal SLPT, Abkürzung von unserem Kanal. Okay. Ah, du bist also SLPT, ja, das bin ich. Okay, jetzt habe ich es. Du heißt SLPT und du bist gerade nach Wurzelheim gezogen, meinem Heimatort gezogen. Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nun Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor. Ich erwarte dich dort. So, dieses Adventure wartet auf uns. Und wir haben noch ein Umzugsbösschen. Und jetzt können wir raus. Jetzt startet unser Abenteuer. Unsere Mutter begrüßt uns. Wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun sind wir in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Das ist das idyllisch. Man kann hier sicher wunderbar leben. Meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer. Lass uns hineingehen. Mutter, siehst du? Also bitte, hier ist doch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug. Oh, excuse, wir müssen niesen. Für unseren Umzug räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch bestimmt etwas von praktisch. Dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch an, Spatz. Vati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Und das machen wir jetzt gerade. Wir gehen zur Uhr und stellen sie ein. Und zwar in Echtzeit. Wir haben jetzt 10:02. So, jetzt kommt wieder unsere Mutter. Wie gefällt dir dein neues Zimmer? Alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshilfen sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Ah, komm, das machen wir jetzt mal nicht. Und dort stehen noch komische Notizen. Oh, SLT, schnell, komm her. Da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Vati ist im Fernsehen. Interview. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City.
Oh, schon vorbei. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fatih war im Fernsehen. Ups, jetzt habe ich das übersprungen. Ach ja, einer von Fatihs Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan, daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. So, wir gehen jetzt da hinten, aber wir gehen nicht zum Professor Birk, sondern zu unseren Nachbarn. Und zu unserer Konkurrentin. Oh, du bist SLPT, unser neuer Nachbar. Hallo, wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. So, darum gehen wir jetzt auch mal rauf. So, da ist ein Pokéball. Oh, da können wir nicht hin. Was? Wer bist du? Oh, ach, du bist SLPT. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike, schön dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mich von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, SLPT, und wir Freunde werden. Ist das nicht Albin? Ich habe dich gerade erst kennengelernt. Hihihihi. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Fatih doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. SLPT, wir treffen uns später. Ja, und so hilfst du also dem Vater Pokémon zu fangen. Okay. Strange. So, jetzt, das Game habe ich eigentlich schon, also nein, ich habe es nicht gespielt, aber ja, eine andere Version davon gespielt, und zwar Saphir. Das ist ähnlich. Und ja, das habe ich, als ich noch klein war, eigentlich echt durchgesucht. Das ist mein Lieblings-Pokémon, also das erste Pokémon, mein Lieblingsspiel gewesen. Das ist... Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel im Zug sind, dann habe ich immer die Game Boy Advance gehabt. Habe ich immer blöd gefunden, dass ich plötzlich keine Energie mehr hatte, weil wir immer mussten Batterien mitnehmen. Also dann haben sie noch keinen Akku gehabt oder so. Und da haben wir jetzt ein paar Pokéball. Die symbolisieren unsere Anfangs-Pokémon. Wir können jeweils eins nehmen. Also hier steht zur Auswahl Gekabor, das ist Pflanzen-Pokémon. Hydropi, das ist ein Wasser-Pokémon. Aber wir nehmen das, und das ist ein Feuer-Pokémon, das heisst Flemni. Und dann komme ich eigentlich am besten aus. Und wenn wir jetzt Flemni nehmen und unsere Konkurrentin, also die Maike, wahrscheinlich, ja, es ist zu 100, dass sie ein Wasser-Pokémon nimmt. Und gegen das Wasser-Pokémon können wir nachher einfach, also Pflanzen-Pokémon nehmen. Das ist nicht kein Problem. Wir kämpfen jetzt mal gegen das Zickzack, das geht recht flott. Recht schnell. Wir haben natürlich das männliches Fremde, wie wir hier am blauen View sehen. Zickzack ist noch männlich. Ich habe keine Ahnung wieso das gibt, aber es gibt es scheinbar. Wir erhalten 17 Erfahrungspunkte. Die Erfahrungspunkte, es gibt ja so ein Kästchen da, wo Flemmi drauf steht. Das männliche ist Level 5 ist, 17 von 20 Kraftpunkte hat. Ja, das grüne da heisst Kraftpunkt, das ist Energie. Und Erfahrungspunkte sind genau drunter. Da die Liste, die wird sich jetzt gerade füllen. Ja. Am Anfang sind 17 E-Punkte noch recht viel. Am Schluss, ja, oder gegen Mitte ist das gar nichts. Jetzt bringen uns die 17 E-Punkte noch. Oh, jetzt, ja, egal. Ihr habt doch sicher mitgelesen. Du bist also SLPT. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Yay! Wir erhalten Flemmi, aber das Feuer-Pokémon. Willst du von
dem Flemni einen Kosenamen geben. Ich habe es eigentlich am liebsten, wenn man Pokémon echt so lässt, wie sie sind. Soll jetzt für das Let's Play Together einen anderen Namen nehmen? Ich muss jetzt ehrlich gesagt ein bisschen darüber nachdenken. Kosenamen. Wie könnte man das nennen? Was drauf kommt, wir nämlich mal in so einen Nonsens. Vielleicht noch lustig ausgehört, aber ich glaube es nicht. Sammeln. Ich habe vergessen. Ich bin im Moment ein bisschen verwirrt. Ja, so ist es. Aber ich hoffe, ihr lest das so selber ein bisschen durch, weil ja, vergiss es manchmal, ehrlich gesagt. Und dass es echt nicht schnell ist. Gute Idee, wenn du dich mit Mike triffst. Ja. Also, ich weiss schon ein bisschen auswendig. Ja. Wie gesagt, habe ich das gesucht. Ja, genau. Ich kann hier in diesem Emulator noch vorspulen. Das ist noch recht gäbig. Es geht hier... Da kann man kein Tutorial. Ja, also das geht hier mit Leertasten. Ich kann hier vorspulen. Geht auch bei Texten. Aus Ruhe hätten wir uns nicht so, also nicht müssen, aber das haben wir jetzt halt gemacht. Also das Vorspulen würde ich halt echt so an manchen Stellen brauchen, wenn es halt wirklich nervig ist. Auf die Zeit. Aber natürlich nicht immer, weil es geht. Das Feeling vom Game flöten und das wollen wir ja nicht. Weil das ja ein super Spiel ist. Meine Ernst. Eigentlich sollten sie viel mehr so alte Pokémon erstellen. So wirklich in diesem Stil. Ich finde das viel besser als die neuen. Die neuen sind echt so kitschig. Also, keine Ahnung. Das ist vielleicht auch kitschig, aber nicht so kitschig. Es soll wieder sonst Schnarcht-Pokémon geben. Weil sie wirklich meiner Meinung neben den älteren Pokémon die besten Pokémon, die es gibt. Also hier bekommen wir einen Trank. Ich arbeite im Pokémon-Supermarkt, kommt bitte einmal mit mir. Der begleitet uns zum Pokémon-Markt. Das ist das blaue Häuschen da. Das ist ein Pokémon-Markt, er ist am blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützliche Dinge wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Dies ist ein Item quasi als Level geschenkt. Wir bekommen einen Trank. Mit dem können wir unsere KP, also Kraftpunkte der Pokémon auffüllen. Zum Beispiel im Kampf, wenn sie zu wenig haben, wirklich sterben. Ich meine, besiegt sind. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen, was sie im Angebot haben. Da kommt so die super Musik. Willkommen, kann ich dir helfen? Wir werden natürlich kaufen. Wir haben 3000 Geld, Pokégeld, oder wie es so immer heisst. Hier haben wir verschiedene Items, aber ja, die brauchen wir im Moment nicht. Nein, tschüss, wir gehen. Wir haben nichts nötig hier. Wir haben schon unseren Trank bekommen, unseren Gratis-Trank. Und mit dem schaffen wir alles. Nein, irgendwie nicht, aber... Wir können hier noch ein bisschen trainieren, in noch ein Pokémon oder so. Ja genau, da. Und was ist es? Wieder das Fischchen. Wenn das weiterentwickelt wird, ich glaube noch ins Rechts. Gutes Pokémon. Habe ich gedacht. Also wenn wir mal Pokéball gehen wir hier mal das Fischchen fahren. Und trainieren das halt ein bisschen weiter. Also ja, wir haben uns jetzt ein Ziel gesetzt, alle Pokémon zu fangen. So der Vollständigkeit halber, dass unser Pokédex voll ist. Pokédex ist so ein Register, wo alle Pokémon drin sind, die man hat gesehen, gefangen und so. Und ja, wenn man das voll hat, dann bekommt man glaube ich irgendetwas. Aber ich habe es noch nie voll gehabt. Ich weiss es leider nicht. Wir haben hier Level 6 erreicht. Hier sehen wir, die maximale KP ist um 2 gestiegen. Angriff ist um 1 gestiegen, Verteidigung um 1.
SP-Angriff, das weiss ich aber noch nicht. SP für Verteidigung. Weiss ich alles nicht leider. Initialität ist einfach wie motiviert das Pokémon ist, aber keine Ahnung, das habe ich noch nie richtig beachtet. Es gibt auch Attacken, die das schwächen, stärken und so. Aber ich gehe meistens echt auf Angriff. Und gute Attacken. Wir sind im Pokémon Center. Hier kann man die Pokémon heilen, gratis. Mit einem Trank würde man erstens zahlen und es würde es nicht ganz auffüllen, sondern nur um 20 Punkte. Und wenn man dann das Pokémon, das 100 KP hat, es hat irgendwie 20 KP noch übrig, und man nimmt noch einen Trank, dann hat es eben nur 40. Darum gehen wir lieber in einen Zeugs. Ist schon wieder weg. Egal, in einem Pokémon Center und füllt halt der seine Pokémon auf und heilt sie halt. Und im Pokécenter werden sie auch von Paralysierungen geheilt. Das werden wir im späteren Spielverlauf sehen, was Paralysierungen sind. Und Gift, also wenn sie vergiftet sind und verbrannt und einschüttet und geschlafen, oder wenn sie schlafen. Es gibt alles, es gibt eigentlich viel zu viel. Und die Attacken mit Paralyse und Verwirrtheit und das alles, die Nerven ziemlich. Und natürlich werden wir auch solche anfangen. Schiffchen kann uns nicht viel, weil es viel zu wenig abnimmt. So, wurde besiegt. Wir erhalten wieder 23 E-Punkte. Es geht recht flott für unsere EP-Anzeige. Das ist schon normal am Anfang. So, jetzt kämpfen wir hier gegen Maike. Hier setzen wir auch mal unseren ersten Save Game auf 1. Jetzt reden wir echt mal mit der Malzin. Das Pokémon von der Treib besitzt. Fragezeichen! Oh, hi SLPT. Oh, ich sehe schon. Mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Jetzt meint sie ist hart und kann uns besiegen. Aber nein, das geht nicht so. Wir werden ihr kräftige anstreben. Das wird die ganze Story so weitergehen. So, ist noch nerviger als Arena. Aber die Siegesstraße, die Siegesstraße ist am nervigsten. Oh, vielleicht. Ah, doch, das schaffen wir schon. Das müssen wir schaffen. Man nicht mit Trank einsetzen. Ja, das schaffen wir. Locker. Er hat noch 2 KP, wenn wir jetzt schon fertig gemacht. Jetzt bekommen wir wie viel? 69 Level Up heisst das. Wir haben 24 KP, 15 Angriff. Das ist schon recht gut. Er lernt Energiefokus. Das ist wieder halt so eine Statusattacke, die Status erhöht, zum Beispiel Verteidigung oder Angriff oder Vitalität oder irgend so etwas. Ja, es ist echt nicht mein Ding. Es wird eh noch durch andere Attacke ersetzt. Ich bin ein bisschen verschnupft. Das bitte hier ein bisschen zu entschuldigen, weil... Ja, gesagt. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast ein Pokémon erst für kurze Zeit und es mag dich bereits. Oh, du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, hoch ins Labor zu gehen. Ah ja, genau, über hier kann man springen, das ist ziemlich nützlich. Und wir gehen jetzt mal... Oh nein, jetzt wieder noch nicht. Sie labert uns wieder voll. Okay, hier Pokémon Center. Hier wird jetzt zum Beispiel vorspulen, das ist wirklich langweilig. Es ist immer das Gleiche und ja, ich komme jederzeit vorbei und dann weg. Hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Ja, also Charakter, storytechnische Charakter in einer Cutscene laufen, dann kann man nicht gleichzeitig laufen. So, jetzt gehen wir nämlich zum Labor von Professor Birk. Das ist da unten. Ich glaube, die ist da unten. Ja, genau, das ist sie.
Ich habe gehört, du hast Maike besiegt. Super, das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Maike hilft mir sehr lange bei meiner Forschung. Jetzt bekommen wir, glaube ich, sogar noch unseren Pokédex. Ja genau, unser Pokédex bekommen wir. Erhält den Pokédex. Ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Geh nie ohne ihn aus dem Haus. Er ist ein ständiger Begleiter. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Du hast jetzt auch einen Pokédex. Nein, ist ja so toll. Jetzt haben wir einen Pokébauer, mit dem können wir Pokémon fahren. Was macht das für Spaß, die Pokémon so? Das stimmt, teilweise. Umso mehr würde ich nachher auch anfangen, Pokémon zu fahren. Und zwar, glaube ich, das Pfeifchen. Ja, wir fahren das Pfeifchen, das ist das einzige, was wir am Moment haben gesehen. Und das fangen wir jetzt auch mal. Oh, warte. Jetzt bekommen wir unsere Turbo-Treter. Genau. Oh, was für ein hübsches Pokémon. Ja, das habe ich von ihm bekommen. Ja, ich bin jetzt von ihm. Oh, von mir. Das Turbo-Treter haben wir bekommen. Mit B tun wir unsere Turbo-Treter aktivieren und dann können wir mit Steuerkreuz schneller laufen. Dann muss ich nicht immer vorspulen, das ist noch gäbig. So, schlüpfen diese der Roboter-Welt da draußen. Sich vorzustellen, dass du nur ein eigenes Pokémon besitzt, dein Vater wird überglücklich sein. Aber bitte sei vorsichtig, sollte etwas passieren, komm wieder nach Hause. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz! Oh, ups, jetzt habe ich die Turbo-Treter nicht aktiviert. Das ist kein Trainer, das ist noch kein... Also hier sollte ich eigentlich führen, dass ich ein bisschen vorspule, aber ich werde unbedingt das Pokémon fahren. Ich habe viel zu wenig Zeit. Ja gut, das ist wie ein auf Level 3. Nicht auch. Es würde noch besser gehen, aber... Los! Ja, jetzt gehört mein Timer. 20 Minuten sind vorbei, wir setzen Kratzer rein. Weil wir wollen das Pokémon noch fahren. Jetzt schaffen wir 2 Kratzer zu packen. Ist es so weit down, dass wir das fahren können. Ja, so. Jetzt setzt Tackli, das machst du mal, oder Beitel. Jetzt suchen wir unseren Pokéball. Wir haben 5 Pokéball bekommen. Jetzt setzt Pokéball ein. Genau. Jetzt warten wir da. Ich drücke meistens noch A und B. Keine Ahnung, was es bringt, aber es gibt einem das Gefühl, dass es etwas bringt. Darum mache ich jetzt. Das machen auch alle Pokémon-Spieler auf der ganzen Welt, denke ich mir. Also hier haben wir noch Informationen, wenn wir das Pokémon gefangen haben. Das Pokémon wiegt 30,6 Kilo. Das ist 50 cm groß. Mit Höhe oder weit? Länge. Es bedroht seine Feinde mit gefletschten Zähnen. Fliehen Gegner, hetzt es nach. Pfeifchen macht auf der Stelle kehrt, wenn der Gegner zurückschlägt. Wir sehen hier, der Fußabdruck und Biss, weiss nicht was es ist. Ich glaube die beste Attacke oder so etwas. Möchtest du dem Pfeifchen einen Spitznamen geben? Ja. Und zwar hier II. Sil. Nein, das ist... Wie schreibt man Silvi so? Ja, lass mal so. Also, und jetzt nehmen wir weg auf Pokémon. Oh Gott. Das ist weit. Und Level 2. So, also wir flüchten hier mal. Und dann gehen wir gerade mal in Pokécenter. Ganz schnell, dass unser Nachfolger, das wird auch der Silverlight sein. Darum habe ich ja das Pokémon nach ihm benannt. Nach seinem Kurz Silvi. Hier tue ich kurz das Pokémon heilen, dass er etwas hat. Und ich kaufe ihm, glaube ich, ein paar Items. Nein, ich kaufe ihm nur einen Trank.
Oder 2. Oh, Pokerspiel können wir auch noch fahren. Ich kaufe mir einen. Ja. Und noch 2 Tränke. Geil. Nein, nicht noch einen. Ja komm, dann kommt noch einen zurück. So. Nein, nicht noch weiter. Oh, ich hasse das System da. Nein, tschüssi. Komm bald wieder. Also, wir hören an dieser Stelle hier auf. Wir schauen noch in die Richtung, dass er weiss, wir müssen in die Richtung gehen. Und ich sage, bis nächstes Mal. Oder bis beim Silverlight. Und dann gehört ihr ihn, und dann gehört ihr Simon 12. Also 2 Parts müsst warten, dann kommt wieder ich zum Beispiel. Und ich sage tschüss und ich hoffe, ihr habt Spass gehabt bei diesem Let's Play.